Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ja, kleine Arschbruch gibt's jetzt hier noch von meiner Seite. Und zwar wurde mir gesagt, dass die Schokobo-Schatzjagd ganz unbedingt bis zum bitteren Ende durchgezogen werden soll. Deswegen gibt es hier jetzt noch einen winzigen Abstrich meinerseits. Es ist nämlich lang, bis CD 3 sei Ende erreicht. Wir müssen jetzt nur noch die Elementsiegel bzw. Spiegel brechen. Und dann stehen wir kurz davor, über die Insel des Lichts noch Terra zu kommen. Und bevor wir noch Terra kommen, würde ich ganz gern diese Schokobo-Quest erledigt haben. Aber vorher gilt es erst einmal, die Elementsiegel zu brechen und die entsprechende Aufgabe in Angriff zu nehmen. Das heißt, heute werde ich auf jeden Fall noch mit der Hauptstory weitermachen. Und bevor es Richtung Terra geht, bevor es über die Insel des Lichts noch Terra geht, werde ich die Schokobo-Quest so weit wie möglich weitermachen. Den optionale Boss, den es da noch gibt, den würde ich wiederum nach der Hauptstory knacken, sodass jetzt sozusagen noch die Episode und vielleicht die nächste, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, noch Teil von der Hauptquest sind. Wer die Schokobo-Jagd nicht sehen will, der darf dann gern mal auf Standby schalten, das ist absolut kein Thema. Aber ich denke doch schon, da das was Optionales ist, was eigentlich auch sehr liebevoll und schön gemacht ist, so im Vergleich zu diesem sturen Ich züchte Schokobos heran wie in Final Fantasy VII, ist es durchaus was Sehenswertes und die Belohnungen sind eigentlich auch auf späterer Stufe gar nicht mal so ohne, die man über diese Schokobos kriegt. Deswegen die Sache, wer da nicht mag, der darf gern mal auf Standby schalten. Und den Hauptboss, den optionalen Boss, den es da noch gibt, diesen Jadis heißt er, glaube ich, der aussieht wie so ein Dopsball, den mache ich nach der Hauptstory. Den können wir uns danach dann stellen. Aber jetzt verliere ich mal keine weiteren Worte. Wir gehen jetzt nochmal auf die Weltkarte. Muss gerade mal gucken, wo was ist. Ölberg haben wir hier noch schön. Morast der Cruz. Nee, warte mal. Das läuft, glaube ich, ein bisschen anders. Da muss ich mal auf die Brücke. Wir müssen jetzt zu deiner Elemente. Zu deiner Schreine hier. Halte mal eine Gaul an. Wie sieht's da mit dir aus, Kerl? Ah ja, stimmt, der war ja unser Typ. Unser nächstes Ziel ist, ich meine, nach meiner Berechnung und nach Analyse von betreffender Rätselspruch. Hey, immer schön locker bleibe, brunzig nicht ein, Kerle. Entschuldigung, lauft schon. In meine Fähigkeit als Navigator habe ich ein großes Vertrauen, aber ich bin kein guter Redner. Ja, dann sag doch mal, spuck doch mal aus, Kerl. Meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von den Tiefen des Wassers beschützt. Das nächste Ziel liegt also in der Nähe von der Bucht südlich von der alten Hochburg Ibsen. Ah, so. Südlich von der alten Hochburg Ibsen. Bucht. Alles klar. Dann warsteln wir mal dort hier. Ne Quatsch. Das ist nicht südlich. Dummkopf. So. Das sieht doch hier noch Bucht südlich von der Hochburg Ibsen aus. Tja. Sieht nicht so aus, als ob hier was Knorkiges wäre. Halt mal eine Gaul an. Da können wir auf jeden Fall mal nicht parken. Hier irgendwo muss es dann doch sein, ne? Aber die Dinger erkennt man ja normalerweise, diese Wasserschreine oder diese Elementschreine. Ah, ja, probieren wir es doch mal da, ne? Das sieht doch aus, als wäre es was. Wasserschwein betreten. Dann gehen wir nochmal durch hier. So, Lili und Eiko gehen da wohl hier. Kommt ihr wirklich zurecht? Ich meine, zu zweit und außerdem seid ihr Weißmagier, ihr habt Kampfkraft. Was eine tolle Idee, uns jeweils in Speergruppe aufzudehnen, sie dann. Bitte? Willst du damit vielleicht andeuten, dass du uns nicht vertraust? Oh, ich hasse die Heckezeck. Nee, warum soll ich sowas andeuten wollen? Hab ich dich, sie dann? Gib ruhig zu, dass du mit Lili gehen wolltest. Wenn unsere Strategie aufgehen soll, dann müssen wir aber die andere Gruppe auch bald. Ja, hast dir recht. Wo fliegt ihr als nächstes hier und wer soll mit wem gehen? Brodelnde Krater auf dem Berg. Ist vielleicht etwas für Mahagon und Freya. Na, dann gehen wir los und dummelt euch. Oder willst du, dass wir jetzt mit Dame hier versauern? Kapiert. Ich hole euch dann nachher wieder ab. Und ich sehe nur Dame hier. Endlich weg der Störefried. Aller Hopf. Dann los. Und nachher müssen wir retten von Frau zu Frau. Oder von angepisstem Gör zu Teenagerin.
Zigarette von Fra zu Fra? Gott, ich hasse dieses Kind. Ohne Witz, das ist so ein ekelhaftes Blag. Ich kann die nicht leiden. Okay, jetzt haben wir Lilly aber weg. Ich glaube, dummerweise zum Schluss bleibt nur noch Quina übrig, weil die beide verlassen uns. Dann Junge und Ritter bilden ein ziemlich gutes Duo. Das heißt, sie dann bleibt leider nur der Dappschädel-Froschfresser. Das ist halt es. So, als nächstes Vulkan. Wir kennen ja einen Vulkan. Da muss ich nicht mal nachfragen, wo das ist. Da bleibt ja nur der Vulkan Guruk übrig. So, Estogasa haben wir hier. Warte mal, wo liegt dann der Vulkan Guruk? Ich bin noch drüber geflattert. Das ist mal der Pfad der Seelen, der wir gelatscht sind. Aber hier sehe ich mal keinen aktiven Vulkan. Wo ist denn der Vulkan Guruk? Da ist hier was? Nö. Das sah einfach so schön aus. Allerhaupt. Wieder auf der Kontinent. Ah, da ist er, der Vulkan. Na, Allah. Na, ja, Feuerschrein. Sehr schön. Ja, und ich habe beim Wasserschrein bewusst Wasserschwein gesagt. Wenn wir näher rauffliegen, dann überhitzt uns doch der Motor. Ja, nur noch ein paar Meter, noch ein paar Meter. Noch näher trauen wir schmelzen. Die Hitze vom Vulkan ist einfach zu stark. Ja gut, dann fliegen wir eben so notrar wie möglich. Ihr macht euch dann auf den Weg zum Schrein. Wieso muss ich eigentlich mit der Frage, ja? Was denn, wär's lieber mit Eiko gegangen? Ich kann so richtig sehen, wie seine Ader auf der Stirn wächst. Ich verlasse mich auf euch. Allerhaupt. Als nächstes also, meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm beschützt. Steiner und Quina? Besser nicht, das geht nicht gut. Ich hab's. Meister, Vivi und Steiner. Das ist ja quasi Idealbesetzung. Würde ich eigentlich auch sagen, von all deiner Gestalter sind die zwei definitiv die Idealbesetzung. Wind. Da frage ich da lieber mal bei unserem unsicheren Stotterhansel noch, der sich ständig in die Hose brunst, wenn man nachspricht. So, Stotterhansel, zum Glück hast du Gummihose an. Es tut mir leid. Ja, bla bla bla, Redner, verrote Moll. Meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm beschützt. Das nächste Ziel liegt also in den Bergen südöstlich von Ölver, vergessene Kontinent. Okay, südöstlich von Ölver. Hopp. Probieren wir das doch mal. So, dann müssen wir wieder in die Richtung. Upp. Ja, ich werde ein guter Luftschiffpilot, merke ich. Zack und zack. Bisschen Kotzmühlfahrer. Upp. Ich weiß nicht, nennt ihr das auch so? Also Achterbahn zum Beispiel wird von mir oder wird generell einfach so im Volksmund ja Kotzmühle genannt. Da müssen wir dann später als Schokobo noch hingehen, damit man in Schokobos Luftgarten kommen. Das darf ich nicht vergessen. Südöstlich von Ölver. Das muss hier irgendwo sein. Ich muss gerade mal auf der Karte gucken, wo Ölver liegt. Das ist hier. Okay. Südöstlich von Ölver. Das muss tatsächlich hier irgendwo... Hoppala. So. Muss tatsächlich hier irgendwo sein. Südöstlich von Ölver. Ja, gucken wir uns mal hier ein bisschen noch um. Tja, irgendwo muss was Windiges sein. Da erkenne ich gerade nichts. So, dumm gelaufen. Habe ich jetzt eigentlich die Dinge auch hier freigeschaltet als Schrein? Wüstenpalais? Ah ne, Quatsch, hier. Feuerschrein, tatsächlich, den habe ich freigeschaltet. Wasserschrein südöstlich von Ölver. Okay, vielleicht da irgendwo. Ah ja, das sieht doch sehr windig aus hier. Okay, Windschrein. Da gehen wir auch hier. Huiuiui, da geht aber ganz schön der Punk ab. Der Wind ist ziemlich stark. Deswegen hieß es ja also Windschrein. Dummschädel. Schaffen wir das überhaupt bis zum Eingang? Ist ja dann doch recht steif wie Bries. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Meister Vivi hinter meinem Rücken, seid ihr vor meinem Wind geschützt. Oh, okay. Genau so. Von so ein bisschen Wind lassen wir uns dann ins Boxhorn jagen.
Mensch. Mr. Vivi. Steiner in deiner Blechdose, hast du dir dich leicht rette. Gehen wir, Mr. Vivi. Ja, da kann er sich im Windschatten von einem Ochs verstecken. Ob die beide wohl zurechtkommen? Ja, ich glaube, die kommen ganz gut zurecht. Aber als nächstes kommen die Quina und ich. Darum soll ich mir eher Sorgen machen. Besser nochmal die Ausrüstung checken und Quina über seine Blaumagie befroren. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde geschützt. Ja, da sollten wir nochmal unseren Oberhansel befroren. So, Brunstulp. Ja. Dass du ein guter Redner bist, weiß ich. Rezitiere nochmal Sprüchel. Das nächste Ziel liegt also in der Trika-Großebene südwestlich vom Wüstepalais. Okay. Dann checken wir nochmal kurz Quina ab. Was Stärkeres hat der gerade eh nicht parat. Koshi-Hut, ja. Da hätte man durchaus was Besseres parat für ihn, aber... wenn man jetzt da an so die Blöße gäbe. Da hätte noch was Besseres. Na, nicht unbedingt besser. Der Egoistenreife Level Up können da durchaus haben. Ja, komm. Entschuldigung, das war gerade eben fett verschluckt. Wollte ich nicht so ins Mikrofon direkt machen. Tut mir leid. Okay, Egoistenreif. Alle Hopf, dann nehmen sie halt Mithril-Weste, da haben wir bestimmt auch was Besseres für dich parat. Insomnia, Adrenalin, also sowas wie, ja, Seidenkleid, komm, kriegst du das? Zauberstiefel, sowas wie, immer Levitas könnte man hier extrem gut gebrauchen. Scheiß doch mal auf die MP. Der kriegt jetzt das Zeug. Dann lege ich euch nämlich immer Levitas als Ability an. Immer Reflex können wir jetzt hier 8 knicken, machen immer Levitas und immer Regena. Dann sparen wir uns so halbwegs die Heilung dadurch. Was Quina angeht, soll ich auch nochmal reingucken und checken. Vollmond können wir drauf scheißen. Habgier genauso. Wir machen lieber mal Felsenfest noch rein. Und wichtig auf jeden Fall immer Levitas. Dann können wir noch Ability up. Wobei, Quina ist eh scheißegal. Machen wir Urschrei rein, da ist er wenigstens verstummt geschützt. Ich denke, das sind recht gute Bedingungen, um gegen dieses Biest anzutreten. Weil das ist auch nicht gerade von schlechten Eltern. Vor allem, wenn wir nur zu zweit kämpfen, ist das wirklich nicht gerade happig, was wir da haben. So, südwestlich vom Wüstenpalais. Gehen wir doch auch mal glatt hier. Gott, das tut mir jetzt echt leid, dass ich mich doch so verschluckt habe und jetzt rumkustet habe. Das sollte nicht so direkt beim Mikro sein. Sorry an der Stelle. Okay, Wüstenpalais. Der war irgendwo hier in der Gegend, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Hier ging es zum Wüstenpalais rein. Südwestlich vom Wüstenpalais soll dieser Erdschrein sein. Das heißt, das müsste theoretisch hier sein. Ah ja, da haben wir es doch. Das sieht doch erdig aus. Erdschwein. So. Sehr gut. Dann gehen wir doch mal hier rein. Erdschrein. Da ist er. Gut, da bin ich hier mit dem Fresskopf Nummer 1 dabei. Und, wollen wir dann mal? Danke, dass du mit mir gehen wolltest. Naja, wächst, waren halt nur noch wir beide übrig. Ja, du brauchst dich nicht zu schämen. Ich bin so glücklich. Hä? Es gibt eine Redensart und eine Kuss. Die geht ungefähr so. Reste sind manchmal das Beste. Wird sich noch zeigen, ob wir hier leckere Reste finden oder nicht. Ich kann's riechen. Das wird ein Festschmaus hier. Ja. Generell gar nicht mal so dumm, die Aussage. Weil Quina kann tatsächlich... Oh, hoppla. Warte mal. Halte mal den Gaula. Ich will hier erst noch mal eine Runde speichern. Quina kann tatsächlich den Endboss fressen. Wenn wir alles richtig machen und den Endboss schön runterbringen, kann das durchaus sein, dass Quina denn sich in den Schlund schieben kann. Und ich glaube, die Feindtech, die Blaumagie Erdbeben oder was kann er durch diesen Boss lernen. Das dürfte auch so ziemlich der einzigste Boss sein, der tatsächlich
der tatsächlich gefressen werden kann. So, da müssen wir tatsächlich nur können wir tatsächlich nur übers Luftschiff rein, was ich etwas merkwürdig finde, weil es ist ein Erdschrein, der unter die Erde führt. Naja, so what. So. Okay. Dann gehen wir das Ding doch mal an. Ist alles wie ausgestorben hier. Hier gibt's vielleicht doch nichts. Ja, sieht fast so aus. Hä? Was gibt's? Kann schwören, es hat gerade ein bisschen gebebt. Wow. Jetzt aber fix. Ui, haben wir gerade so gepackt. Ah, diese Zeit, verzögerte Cut zu der anderen finde ich, sehr geil in den Tempel. Kein Mensch Seele hier, nicht wahr? Die Stille, irgendwie unnatürlich. Ach was, dir nur die Hose gestrichen voll von und vor uns Reis ausgenommen. Ja, Chef, wenn das so wäre. Nur weil du nicht endlich mal etwas unternimmst, hängt Eiko auch immer so in der Luft. Wo redest du denn eigentlich? Nur davor, dass du dir endlich Druck geben sollst, denn so weiß auch Eiko nicht, woran sie ist. Oh, was ein Heckezeig. Hä? Pass auf! Aber ich finde es echt geil, wie man jetzt hier immer sieht, was bei der anderen Schreines abgeht. Und die Musik ist so episch auch. Da werden wir mal fast schon lecker Hackfleisch machen. Ob es in der anderen Tempel wohl auch so Falle gibt? Lilly, ich hoffe, dir geht's gut. Was war denn das? Scheint ein Fall gewesen zu sein. Ob hier wohl noch mehrere... Wir müssen hier schnell weg. Ja, Eisbrocke kommen hier. Bei der anderen? Ah, das ist wieder bei der 2. Doho! Der Spiegel muss bestimmt so drüber hier. Okay. Ach, wenn wir jetzt ein bisschen früher Schluss machen, ihr liebe Leute, würde ich doch sagen, dass sich das hier optimal für einen Cut anbietet, weil ab der nächsten Episode kann ich dann kaum noch cutten, weil dann die ganzen Bosse kommen. Und dann geht's halt richtig ab. Und so wie wir die Cuts jetzt hier zum Wassertempel gehabt haben, sehen wir dann die Cuts zu diversen anderen Tempel und da geht's halt richtig geil ab. Und das hätte ich sehr gern unterbrochen. Deswegen bin ich eher dafür, dass wir heute die Episode ein bisschen kürzer machen und genießen den vollen Ablauf dann morgen bei Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.